Als ich etwa 19 Jahre alt war, da kam ich hier nach Zürich, in die schönste Stadt der Schweiz, oder? Ich kam aus dem schönen St. Gallen und ich mag mich sehr gut an diesen Wechsel erinnern, weil das war so etwas wie ein Kulturschock, könnte man sagen. Aus verschiedenen Gründen. Einerseits, in der Mittelstufe in St. Gallen, da musste ich nie viel lernen und kam sehr gut damit durch. Und dann, ich kam an die ETH hier nach Zürich und ich dachte, das sei auch da eine gute Strategie, habe da praktisch nichts gemacht und nach ein paar Wochen hatten wir so eine erste kleine Zwischenprüfung in einem Fach und ich habe die schlechteste Note meines Lebens geschrieben, eine 1,9 mit Abstand. Und ich habe gemerkt, wow, ich bin da an einem neuen Ort, hier gelten andere Regeln, hier muss ich wirklich lernen, um zu bestehen. Von wegen Kantonsschule und Mittelstufe, in St. Gallen sagt man dem Kanti. Hier in Zürich erzählte ich allen, ja, der Kanti und alle waren so, was ist das? Hier sagt man Gimmi. Und ich habe versucht, den Zürchern beizubringen, dass man auch hier Kanti sagt, aber ich war nicht erfolgreich. Und alle haben mich ausgelacht. Und ja, sowieso, Dialekt, ich sage euch, bis heute bekomme ich immer wieder mal Sprüche wegen meinem Dialekt. Und ich habe gemerkt, hier in Zürich, ich muss mich anpassen, ob ich will oder nicht. Es gelten andere Regeln und nicht alle machen das so, wie ich will, sondern da muss ich mich irgendwie einordnen. Und ich bin mir sicher, ihr kennt dieses Gefühl. Vielleicht eine neue Arbeitsstelle und was du bisher getan hast, wird plötzlich nicht mehr so geschätzt. Es gelten andere Regeln und du musst dich einpassen. Oder wer kennt von euch auch die Dialektkrise? Du bist vielleicht vom Bernischen hierher gezogen. Ah, da, danke. Ein paar, ihr versteht mich. Die Schweiz ist ja nicht so groß, aber wenn man da ein paar Kilometer an einen anderen Wohnort zieht, dann gefühlt ist man in einem anderen Ökosystem und man muss sich plötzlich anders verhalten, andere Wörter wählen, um zu bestehen. Und ich glaube, es gibt jemanden in der Bibel, der hat auch so einen Kulturschock gehabt und gleich doppelt. Diese eine Person, die war Mose. Mose, das war ein Nachkomme von Jakob, der aufgrund von göttlicher Fügung als kleines Kind in Ägypten eine sehr gute Ausbildung genoss am Hof des Pharaos. Und sein Leben änderte sich ein erstes Mal dramatisch, als er fliehen musste von Ägypten. Er hatte nämlich einen Mord begangen und der ist aufgeflogen und da musste er fliehen. Und er wurde Schafhirte. Vielleicht nicht der Traumjob eines in Ägypten aufgewachsenen HSGlers, würde man heute vielleicht sagen. Und anstatt Kaviar war er wahrscheinlich froh, wenn es einfach irgendwas zu essen gab, da in der Wüste. Und ein zweites Mal änderte sich sein Leben sehr dramatisch, als er eine außergewöhnliche Begegnung hatte. Und diese eine Begegnung, die möchte ich mit euch lesen heute. Es ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, nicht nur für ihn persönlich, sondern für das ganze Volk Israel. Und wir lesen das im 2. Mose im Kapitel 3. Wenn du die Bibel dabei hast, das ist das Kapitel, da werden wir verweilen heute. 2. Mose, Kapitel 3, wir lesen die Verse 1 bis 17 miteinander. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, da bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose. Ja, Herr, antwortete er, komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen.
Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Jetzt leben dort noch die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen? Wer bin ich schon? Gott antwortete, ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg hier anbeten und mir dienen. Mose entgegnete, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ja, Jahwe hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Geh nun nach Ägypten, versammle die Sippenoberhäupter der Israeliten und sage ihnen, Jahwe ist mir erschienen, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er lässt euch ausrichten, ich habe euch nicht vergessen und habe gesehen, was man euch in Ägypten antut. Darum verspreche ich, dass ich eurem Elend ein Ende mache. Ich werde euch aus Ägypten herausführen und in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter bringen. Ein Land, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Soweit die Story. Als ich das so vorbereitet habe, dachte ich, das wäre genug für eine ganze Predigtserie, was da alles drinsteckt. Das ist unglaublich. Vielleicht ging dir der Text zu lange und du hast da ein wenig ein Blackout gehabt. Lasst uns das nochmal so kurz durchgehen. Was passiert da eigentlich? Mose ist beim Job, beim Arbeiten draußen auf den Feldern und da sieht er einen Dornbusch, der brennt. Das ist ja mal nichts Außergewöhnliches in einer Wüste, das passiert die ganze Zeit. Aber dieser Dornbusch war speziell, denn er verbrannte nicht. Offensichtlich war Mose interessiert und er ging da mal, um nachzuschauen. Er sagte sich merkwürdig, irgendwas ist da anders. Irgendetwas ist da komisch. Und er kommt zu diesem Dornbusch und da spricht ihn eine Stimme an und sagt, halt! So wie im Militär, oder halt, Militär, keinen Schritt weiter. Er sagt, Mose, halt, komm nicht näher. Zuerst mal, warum kennt dieser irgendjemand meinen Namen? Ziemlich creepy, würde ich sagen. Wenn eine Stimme aus einem Dornbusch kommt und sagt, Joel, Joel, komm nicht näher, ich fände das sehr komisch. Er merkt, ich bin da, ich begegne jemandem, der mir sagt, was ich zu tun habe. Er gibt die Regeln vor. Er sagt ihm, zieh die Schuhe aus. Okay, dann ziehe ich die Schuhe aus, oder? Wenn du das sagst. Und sobald er die Voraussetzungen erfüllt, lässt ihn Gott in seine Nähe. Er spricht von sich als einem heiligen Gott. Übrigens, das Wort heilig kommt in der Bibel vorher nur ein einziges Mal vor. Beim Sabbat. Mose hatte wahrscheinlich keine Ahnung, was heilig bedeutet. Gott spricht aber, du stehst auf heiligem Boden. Und er merkt, irgendetwas ist da anders, da muss ich mich anpassen. Mose bekommt es mit der Angst zu tun, das würde ich auch. Er verdeckt sein Gesicht, er hat Angst und er merkt, ich muss die Grenzen respektieren. Und dieser jemand, der ihm begegnet, er versichert ihm, ich kenne dich. Ich kenne dein Volk, ich kenne deinen Background, ich habe die Gebete gehört, ich habe die Klagen gehört, ich habe die Hilfeschreie gehört. Und er gibt Mose einen Auftrag, wohin zu gehen,
in das Land, vor dem er geflüchtet ist. Der absolute Albtraum für Mose. Er war gesucht als Mörder in Ägypten und muss zurück nach Ägypten, um sein Volk zu retten. Und was dann geschieht, ist etwas Außerordentliches, etwas, das es so in der Weltgeschichte noch nie gegeben hat. Und etwas, das für seine Zukunft und auch für die Zukunft des Volkes Israel und bis für uns heute eine enorme Bedeutung hat. Gott nämlich, er stellt sich vor. Er stellt sich vor, wer er ist. Er stellt sich Mose vor. Und er gibt sich selbst einen Namen. Und diese eine Begebenheit möchte ich etwas genauer mit euch anschauen. Gott hat einen Namen, hast du das gewusst? Gott selbst gibt sich einen Namen. Auf Hebräisch sieht das so aus, das heißt JHWH. Hebräisch schreibt man von rechts nach links. Also der erste Buchstabe ist der rechts, das ist ein J, und ein H und der letzte, das S ist auch ein H, das ist derselbe Buchstabe, wie ihr seht. Auf Deutsch sagt man wahrscheinlich Jahwe, das ist die wahrscheinlichste Ausdrucksform, wie man den Namen gesagt hat. Dieser Name Jahwe kommt im Alten Testament etwa 6.900 Mal vor. Unglaublich viel. Und wenn du jetzt erstaunt bist und du sagst, ich habe das noch nie in der Bibel gelesen, dann darum, weil das immer dort steht, wo in den deutschen Texten in Großbuchstaben Herr geschrieben steht. Das kommt daher, dass die Juden irgendwann aus Ehrfurcht vor Gott diesen Namen nicht mehr aussprachen und einfach Adonai sagten, was mein Herr heißt. Und so haben sie immer Herr gesagt statt Jahwe. Ich finde es eigentlich super schade, dass in unserer Bibel nicht mehr Jahwe steht, weil Gott sagt ja, so sollt ihr mich nennen. Er gibt sich also selbst einen Namen, der immer wieder in der Bibel vorkommt. Dieser Name Jahwe, der hat eine tiefe Bedeutung und das wollen wir so mal anschauen. Die Verse 14 und 15 zeigen uns, was dieser Name bedeutet. Das ist sehr erstaunlich. Da sagt Gott, ich bin, der ich bin. Also wenn ich dich frage, wie heißt du? Und du sagst, ich bin, der ich bin, das ist komisch. Und dann, darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ja, Jahwe hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren. Also auf die Frage, wie heißt du eigentlich, sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und dann im nächsten Satz sagt er, ich bin. Und dann im nächsten Satz sagt er, Jahwe hat mich geschickt. Zum ersten Mal hier kommt dieser Gottesname Jahwe vor. Und um das zu verstehen, muss man ein wenig Hebräisch können, weil das Wort Jahwe ist ein Wortspiel mit dem Verb sein. Das heißt auf Hebräisch Haya. Und es ist ein Wortspiel. Und was wir hier sehen, ich habe das unterstrichen im Text, es scheint so, als ob die Begriffe ich bin, der ich bin und Jahwe als Synonyme verwendet werden. Also es steht wirklich so im hebräischen Text. Es steht da zuerst, ich bin, der ich bin. Und dann sagt er, Jahwe hat mich geschickt. Und wenn man das so kombiniert, dieses Wortspiel und diese Bibelstelle, dann kommt man darauf, dass dieser Name, dass man den umschreiben könnte mit ich bin der, der ich bin. Oder hier für diesen Kontext eigentlich fast passender, ich werde derjenige sein, der ich sein werde. Vielleicht denkst du jetzt, das ist ein wenig abstrakt und abgespaced. Was bedeutet das? Das Offensichtlichste, aber Wichtigste ist, Gott existiert. Und er existiert in philosophischen Begriffen absolut. Das heißt, er existiert völlig unabhängig von irgendetwas auf dieser Welt. Gottes Wesen ist nicht von uns abhängig. Gott ist wirklich da. Er kannte Moses Namen, er sah alles, was geschehen war und er tut es auch heute. Gott existiert. Auch wenn du nicht existieren würdest, er schon. Ob du es glaubst oder nicht, er existiert. Alles, was wir tun und denken und sagen, hat überhaupt keinen Einfluss auf das Wesen von Gott. Gottes Existenz wird von ihm selbst bestimmt und nicht von uns. Das heißt, auch jede Eigenschaft von ihm ändert sich durch uns nicht.
Also wenn Gott zum Beispiel allgegenwärtig ist, dann ist er wirklich immer da. Ob du es spürst oder nicht, hat er keinen Einfluss. Ob du es glaubst oder nicht, auch nicht. Ob du es willst oder nicht, auch nicht. Gott ist wirklich da. Oder wenn Gott sagt, ich bin Liebe, dann ist er Liebe. Egal wie deine Woche war, was du getan hast, er ist wirklich Liebe. Du kannst es nicht ändern. Ich habe da etwas mitgebracht. Wer weiß, was das ist? Ja? Ein Metronom, genau. Ein Metronom. Was tut das Metronom? Ein Metronom gibt den Takt vor. Und zwar immer und regelmäßig und völlig unabhängig. Das Metronom, es gibt in einem Orchester, gibt es den Takt vor. Und ich erspare euch das jetzt die ganze Predigt. Ein Metronom gibt den Takt vor und ich glaube, Gott ist auch so. Er ist wie der Taktgeber dieser Welt. Er gibt den Takt vor von allem, was passiert. Und zwar völlig unabhängig und völlig gleich. Man könnte vielleicht sagen, Gott ist wie der Nullpunkt im Koordinatensystem. Alles orientiert sich an ihm. Auch ohne die ganze Schöpfung, auch ohne uns wäre Gott allwissend, allmächtig, völlig zufrieden, völlig barmherzig und liebevoll. Gott existiert und wir machen manchmal den Fehler, Gott ist qualitativ ganz anders wie wir. Also es ist nicht so, wie wenn wir eine Kerze sind, dann ist Gott die Sonne. Er ist einfach größer und mächtiger. Gott ist ganz anders, es ist eher, wir sind das Geschöpf und er ist der Schöpfer. Wir sind nicht auf Augenhöhe. Dieser Jahwe und wir, begegnen wir uns nicht auf einer Ebene, wo wir etwas einander so zu sagen hätten. Das heißt für uns, wir müssen uns diesem Gott anpassen und nicht er sich uns. Wenn man in einem Orchester spielt, dann kann man schon den Takt außer Acht lassen. Was passiert dann? Was auffällt, ist, dass du nicht mitspielst und es wird nicht besser, weder für dich noch für alle anderen. Und schau, du bist auch wie so ein Instrument in diesem Orchester, in dieser Welt, das Gott geschaffen hat. Du kannst das tun, dich nicht am Taktgeber orientieren, aber es wird nicht besser, weder für dich noch für alle anderen. Und ich muss da ehrlich sagen, in unserer heutigen Zeit sind wir da ein wenig eingebildet geworden. Wir meinen oft, dass wir uns irgendwie Gott zusammenbasteln können. Oder dass Gott sich uns anpassen muss und die Rolle einnehmen muss in unserem Leben, die wir ihm zuordnen. Da haben wir eine Krise im Leben, oh Gott, du musst mir helfen. Dann geht es uns gut, dann vergessen wir ihn. Dann haben wir etwas, das wir uns unbedingt wünschen. Oh Gott, das hätte ich gerne. Oder wir haben das Gefühl, Gott muss so unser inneres seelisches Leben beflügeln, dass wir während der Worship-Zeit so ein spezielles Gefühl innerlich haben. Und Gott ist nicht so. Er lässt sich nicht in eine Box drücken, sondern das Gegenteil ist der Fall. Er ist der Taktgeber und nicht wir. Er ist derjenige, der diese Welt geschaffen hat, der existiert, der sich zeigt. Und wenn wir uns ihm nähern wollen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, wie bei Mose uns seinen Regeln anzupassen, seine Sprache anzunehmen und ihm so zu begegnen, wie er wirklich ist. Wenn es in unserem Leben um die ganz praktischen Fragen geht, wenn es bei dir vielleicht um die Erziehung geht, wenn es um deinen Umgang mit Geld geht, wenn es dir darum geht, worauf vertraue ich, wenn es um die Zukunft geht. Bei diesen Fragen passe dich dem Takt an, der Gott vorgibt. Und versuche nicht, deinen eigenen Rhythmus zu finden und Gott muss sich da irgendwie einfügen. Das funktioniert nicht.
wenn Gott zu uns spricht, dann ist das nicht etwas, das verhandelbar ist. Immer wieder in der Bibel kommt folgender Satz vor. So spricht der Herr oder so spricht Jahwe. Und was dann kommt, ist etwas, wo Gott den Takt vorgibt. Und das gilt, ob wir es wollen oder nicht. Wer sagt übrigens, dass unser Wille so entscheidend ist? Ist das nicht eine völlige Überbewertung von uns selbst? Gottes Wort, wenn er spricht zu uns, dann ist es nicht eine Meinung unter vielen, sondern es ist der allmächtige Gott, der zu uns spricht und dem wir uns anpassen müssen. Und wenn du jetzt denkst, okay, wenn dieser Jahwe vor mir steht, wer bin ich dann schon? Dann geht es dir wie Mose. Was er gesagt hat, ist, wer bin ich schon? Wie soll ich da irgendwie bestehen können, wenn Gott zu mir spricht, wenn er mir einen Auftrag gibt? Ich glaube, das ist eine gesunde Reaktion, es ist eine demütige Reaktion und ein Zeichen von dem, dass wir verstanden haben, wer da vor uns steht. Was erstaunlich ist, dass Gottes Antwort auf diese Frage, wer bin ich schon, ist, dass Gott über sich selbst spricht. Und er stellt sich vor, mit anderen Worten, er will, dass wir ihn kennen. Und das ist eine Antwort auf die Frage, wer bin ich schon, wer bin ich, dass du mich gebrauchen könntest. Und er stellt sich vor und er möchte, dass wir ihn kennen. In Vers 7 sagt Gott Folgendes: Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk geht. Und ich habe gehört, wie sie klagen und ich weiß genau, was sie erleiden müssen. Dieser Gott, der über allem steht, der sieht auch deine Not. Er sieht dein Leben. Er weiß, worüber du klagst. Seien es kleine Dinge, seien es große Dinge, er sieht es. Es ist ihm nicht fremd. Und er möchte, dass du ihn kennst. Er möchte, dass du ihn kennenlernst. Der Gott des Universums, der alles geschaffen hat. Sein größtes Anliegen ist, dass du ihn persönlich kennenlernen kannst. Er möchte, dass du nicht durch diese Welt gehst und den Takt nicht hörst und siehst, der alles vorgibt. Er möchte, dass du ihn, den Taktgeber, ganz persönlich kennenlernst. Ich finde das unglaublich. Und wenn du jetzt denkst, ja, das möchte ich auch, aber du hast keinen brennenden Dornbusch zu Hause und auch keine Stimme, die dir sagt, Joel, Joel, halt mal. Wo finden wir diesen Gott? Wo finden wir Jahwe? Wie können wir ihn kennenlernen? Die meisten Menschen heute suchen Gott nicht dort, wo er zu finden ist, sondern an völlig falschen Orten. Wenn ich jetzt zum Beispiel Lionel Messi begegnen möchte, wer von euch ist Messi-Fan? Ein paar Fußballer. Wenn ich ihn jetzt kennenlernen möchte, so ganz persönlich, wie könnte ich das tun? Meine einzige Chance wäre es, nach Miami zu fliegen, dort spielt er im Moment, und irgendwie herauszufinden, wo ist er unterwegs und eine Situation zu finden, an seinen Bodyguards vorbeizukommen und ihm irgendwie zu sagen, hallo, hallo, ich bin Joel, oder irgendwas einfallen zu lassen, um seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber ich muss dorthin gehen, wo er ist. Und schau, dieser Jahwe, der ist auch an einem bestimmten Ort zu finden. Er ist bei einer bestimmten Person zu finden, nämlich in der Person von Jesus Christus. Dieser Jahwe ist Mensch geworden. Und in der Person von Jesus, da begegnen wir diesem Gott. Jesus selbst, er hat den Pharisäern, Gelehrte, die diese Story von Jahwe, von Mose gekannt haben, hat er Folgendes gesagt. Abraham, euer Vater, er jubelte, als er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und er freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, aber du bist doch noch nicht 50 Jahre alt und du hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Kommt euch dieses Bin ich bekannt vor? Dieses Ich bin, Jesus sagt da etwas absolut Verrücktes. Er sagt, dieser Jahwe, der bin ich. Schaut mich an. Als seine Jünger ihn fragten, zeig uns doch den Vater. Da sagte Jesus, wer mich sieht,
der sieht den Vater. Wenn du diesen Gott kennenlernen möchtest, wenn du den Takt sehen möchtest, der diese Welt trägt, dann musst du bei Jesus nachschauen. Dann musst du auf Jesus hören. Und wenn du diesen Jesus nicht kennst, dann möchten wir dir gerne eine Bibel schenken. Wir haben eine solche Bibel, die du beim Infodesk draußen bekommen kannst. Wir schenken sie dir gerne. Das ist ein Neues Testament drin. Du kannst da anfangen zu lesen, die ersten 4 Bücher, da geht es nur um Jesus. Und du lernst diese eine Person kennen, Gottes Sohn, in der Gott uns begegnet als Menschen. Und du wirst verstehen, wie dieser Gott ist. Du wirst verstehen, wie voller Liebe er für uns ist. Du wirst verstehen, wie er dir begegnet, was ihm wichtig ist. Wenn du nicht glaubst, dass dieser Gott sich für dein Leben interessiert, dann lies die Geschichte von der Kreuzigung von Jesus nach. Weil als Jesus gestorben ist am Kreuz, da hat er dir die größte Liebe gezeigt, die man einem Menschen zeigen kann. Er hat deine Probleme zu seinen gemacht. Er hat deine Schuld, die du auf dich geladen hast in deinem Leben, hat er auf sich genommen. Er hat den Preis bezahlt, den du vor Gott bezahlen müsstest. Er hat deine Schuld auf sich geladen. Wir haben das im Abendmahl, haben wir daran gedacht. Und er hat das getan, damit du und Gott wieder zusammenkommen können. Wenn du das Gefühl hast, da trennt mich etwas von Gott, dann hast du recht damit. Was dich trennt von deinem Gott, es ist all das Falsche, das du in deinem Leben getan hast. Und dieser eine, der dich mit Gott versöhnen kann, der dich zu Gott bringen kann, das ist Jesus. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Du kannst das außer Acht lassen, du kannst ihn an anderen Orten finden, aber du wirst nie das finden, was du gesucht hast. Jesus ist der eine, der dich zum Vater bringen kann. Schau, Gott ist vielleicht nicht so, wie du das gerne haben möchtest. Er gibt vielleicht den Takt nicht so vor, wie du dir das wünschen würdest. Aber er ist Gott und wir sind es nicht. Und ich glaube, wenn wir dieser Botschaft eine Antwort geben möchten, dann gibt es eigentlich nur eine. In Epheser 3, Vers 14 sagt Paulus, ich beuge meine Knie vor dem Vater, weil ich erkenne, er ist Gott. Er ist so anders wie ich. Er trägt diese Welt, er hat alles geschaffen. Auch meine Existenz ist in seinen Händen und ich möchte anerkennen, du bist Gott. Du bist der Vater, du bist der Schöpfer. Lasst uns miteinander aufstehen. Und wir möchten miteinander in eine Gebetszeit gehen, wo wir Gott eine Antwort geben auf sein Wort. Vielleicht musst du das wieder mal tun und einfach auf deine Knie gehen vor dem Vater und ihm sagen, du bist Gott. Ich beuge meine Knie vor dir. Ich möchte anerkennen, dass du der Taktgeber der Welt bist. Ich möchte mich dir anpassen. Vielleicht gibt es auch etwas in deinem Leben, wo du dich entschuldigen müsstest, wo du Gott so in eine Box gedrückt hast und möchtest, dass er sich dir anpasst und er tut es nicht. Und wo du dich entschuldigen müsstest für deine Arroganz, für deine Einbildung, dass er sich dir anpassen sollte. Sag ihm, es tut mir leid. Und du wirst Liebe finden bei ihm, Barmherzigkeit, Vergebung. Vielleicht musst du auch dir selbst wieder mal sagen, dein Wille soll geschehen und nicht meiner im Leben. Ich habe das Empfinden auch, dass der Geist Gottes einigen von uns einfach so einen Einblick geben möchte in das, wie er in deinem Leben den Takt vorgeben möchte. Was sein Timing ist, wie er sich die Dinge wünscht.
Du hast während dieser Gebetszeit auch die Möglichkeit, mit einem unserer Leiter zu beten. Sie werden hier vor dem Kreuz stehen und im kleinen Saal vor der Leinwand. Wenn du eine Not hast in deinem Leben, klagst wie die Israeliten, versklavt waren, vielleicht bist du auch gefangen in etwas, das du gar nicht möchtest. Gott sieht deine Not. Sie ist ihm nicht egal. Er kennt es, er weiß es. Wir möchten so gerne mit dir beten. Manchmal hilft uns das Gebet auch selbst wahrzunehmen, dass Gott da ist, dass er unsere Not sieht, dass er wie ein Vater weiß, was wir brauchen. Wir möchten gerne mit dir beten. Du darfst während dem nächsten Lied, du darfst zu jemandem kommen und einfach das teilen, das dich bewegt. Und wenn du diesen Jesus noch gar nicht kennst persönlich, entscheide dich zu sagen, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Du kannst das in einem Gebet tun und sagen, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Zeig dich mir. Ach du, wenn du möchtest, du darfst gerne mit uns beten. Wir schenken dir auch gerne eine Bibel. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort heute. Danke, dass du den Takt dieser Welt vorgibst und dass du nicht nur ferne im Himmel bist, sondern auch auf diese Erde gekommen bist und möchtest, dass wir dich kennenlernen. Du möchtest uns nahe kommen, du möchtest uns begegnen, du möchtest, dass wir deinen Namen kennen, dass wir dich anrufen, Jahwe. Wir beten, dass wir den Mut haben, vor dir auf die Knie zu gehen und anzuerkennen, dass du Gott bist. Nicht nur in der großen, ganzen Welt, sondern auch in unserem Leben. Du sollst der Herr sein. Wir wollen uns dir anpassen. Wir wollen das tun, was du sagst. Danke, dass du hier bist heute Morgen und ganz persönlich zu uns sprichst und uns zeigst, was ist das, was du dir in unserem Leben wünschen würdest. Amen.